Tanzen schon wieder? Nein, halt nicht. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger, und heute habe ich mir ein bisschen einen Schmerz für euch vorbereitet und ich habe mir nämlich was ausdenkt. Und zwar, eigentlich hätte es, was ich euch jetzt dann gleich erzähle, als 40.000er Spezial werden sollen. Stattdessen muss ich das leider ein bisschen vorziehen. Warum, das seht ihr beim nächsten oder übernächsten Video, das ist mitunter der Grund, warum ich das jetzt so mache, wie ich es mache. Das heißt, heute gibt es ein bisschen weniger Blödsinn. Wahrscheinlich denken sie jetzt alle so, aber erstmal heute aus, erstmal abwarten. Ich hab mir was ausdenkt. Und zwar folgendes. Wisst ihr, was Discord ist? Ja? Geile Nummer. Der andere Teil, der nicht weiß, was Discord ist, ihr kennt aber alle mit Sicherheit WhatsApp. Ja? WhatsApp-Gruppen, miteinander schreiben, bla. Ich hab mitgekriegt, dass es mittlerweile die eine oder andere Fangruppe von WhatsApp gibt. Wird da auch eingeladen, Leute fragen mich danach, lalelu. Das ist alles schön und gut, da hätte ich wirklich Bock drauf. So kann ich meiner Community, euch, näher kann ich schon fast nicht mehr sein, außer ihr steht's vor mir, wenn wir miteinander chatten können und weiß der Teufel. Aber wenn ich in so eine Gruppe gehe, dann wird meine Handynummer öffentlich sichtbar und dann kann ich mein Handy nehmen und da hinten vom Balkon rausschmeißen. Easy! Aber habe ich mir was ausdenkt. Discord. What the fuck ist Discord? Erstens, was schon mal wichtig ist, kostet nichts. Kostet mir nichts, noch viel wichtiger, kostet euch nichts. Funktioniert am PC, funktioniert auf dem Handy, funktioniert sogar ohne App oder ohne Programm, wenn es pressiert, sondern einfach in einem Browser drin. Man muss sich nicht einmal zwangsweise registrieren, glaube ich. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Wenn man sich registriert, dann gibt es eine E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen, Passwort, fertig. Die wollen sonst nichts von dir, das kostet auch nichts, das wird ja niemals was kosten und das Geile ist, da kann man dann einen Server eröffnen, der schon existiert. Er heißt Birger Squad und ich hoffe, dass ihr jetzt schon langsam drauf kommt, auf was ich hinaus will. Nämlich, auf diesem Server erstelle ich Textkanäle, da können wir miteinander schreien, da bin ja ich drin, ihr seht, wenn ich online bin, ich sehe, wann ihr online seid, vor allem ihr könnt es auch untereinander schmerzen, ja? Ich glaube, das ist der perfekte Weg, um, wie soll ich sagen, um die Community einfach nur ein bisschen netter zusammenzubringen. Da kann jeder eine, der will. Und das Geile an Discord ist, es gibt sogar Sprachkanäle. Sprich, das ist wie, als darf man telefonieren. Vorteil für mich, ich muss meine Handynummer nicht preisgeben oder sonst irgendeinen Scheiß. Wir können einfach labern, wenn ich da bin. Oder schreiben, wenn wir da bin. Ihr könnt auch schreiben, wenn ich nicht da bin. Wie in einer WhatsApp-Gruppe halt. Aber das Ding heißt nicht Discord. Eigentlich soll ich jetzt so im Schnelldurchlauf so ein How-to-Discord machen, weil ich schätze einfach mal, die meisten werden es nicht kennen. Phase 1, Discord overladen. Phase 2, du registrierst dich. Phase 3, du druckst diesen Serverlink, den ich in die Beschreibung einbackelt. Da drückst du drauf und dann bist du automatisch bei mir im Server. Dann könnt ihr mir schreiben, ihr könnt untereinander schreiben. Wir haben dann quasi sowas wie eine WhatsApp-Gruppe, aber es läuft nicht über WhatsApp, sondern über Discord. So. Endlich habe ich ein kleines Zuckerl für meine YouTube-VIPs. Was das ist, erkläre ich euch danach noch schnell. Zugriff auf spezielle Kanäle da drin, ja? Da wo man vielleicht ein bisschen unter sich ist und nicht 5000 Like gleichzeitig irgendwie durcheinander schreien. Das ist übrigens gleich das nächste. Eigentlich denke ich mir, muss ich es nicht sagen, weil ich so in der Vergangenheit, in die Livestreams und je größer das die Community wird, haben immer noch keine massiven Trollos da. Aber, sobald man sowas mit so einem Discord-Server macht, wo jeder drauf Zugriff hat, ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Trollos kommen, da drin umeinander schreien oder sonst irgendeinen Blödsinn machen. Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß schon, das ist wahrscheinlich eine Bitte für die zur Gaudi mache, weil dem Trollo ist die Bitte egal. Führt euch anständig auf, ich habe keinen Bock, dass ich da irgendeine Rassisten-Scheiße drin lesen muss oder sonst irgendwelche Beleidigungen untereinander. Ganz einfach, bei uns in Bayern sagt man satzfreundlich. Und wer meint, der muss umeinander trollen, der wird einfach gekickt. Wir haben Moderatoren, die kümmern sich darum. Was auch ziemlich cool ist, endlich habe ich dadurch nämlich eine Möglichkeit, meine YouTube-VIPs, was das ist, erkläre ich euch gleich noch schnell. Eigenwerbung stinkt, ich mag das nicht, aber es muss in dem Fall kurz sein dann. Wenn ihr YouTube-VIPs seid, dann könnt ihr einen YouTube-Account mit Discord verknüpfen und Discord bzw. mein Server checkt es automatisch, dass ihr YouTube-VIPs seid und kriegt dann einen bestimmten Status da drin und damit Zugriff auf bestimmte gesperrte Bereiche in dem Server, wo man sich unterhalten und schreiben kann, was nur ihr seht. Ich habe natürlich immer versucht und versucht es auch weiterhin, dass wir wieder keine Zweiklassengesellschaft bilden, ja? Oh ja, der von jetzt dann nur noch einer, der Birger was zahlt. Nein! Da dürfen alle eine. Aber als kleines Zuckerl kriegen die YouTube-VIPs ein kleines Zuckerl obendrauf. Warum? Folgendermaßen, jeder der Twitch kennt und meine Livestreams kennt,
Livestreams jeden Freitag 14:30 Uhr. Es gibt wie bei Twitch auf YouTube so eine Art bezahltes Abonnement. Funktioniert normal in YouTube drin nicht, funktioniert nur auf YouTube Gaming. Das ist immer die erste Frage, die ganz oft im Stream kommt. Warum geht das bei mir nicht? Ich kann nicht Unterstützer werden. Da musst du am Handy YouTube Gaming App runterladen, da funktioniert es dann. Am PC funktioniert es einfach so. So, was ist dieser Unterstützer VIP-Status, bla bla bla? Das ist wie bei Twitch die bezahlte, wie soll ich sagen, die bezahlte Subscription. Das kostet euch 4,99 € oder genau 5 € im Monat, glaube ich, so lange bis ihr das kündigt. Und ein gewisser Teil, kann man ja offen und ehrlich sagen, von den 5 € gingen um die 3 € an mich und den Rest zackelt sie YouTube ein. Dadurch ist, glaube ich, dieses kleine Zuckerl, das ich euch YouTube-VIPs dann gibt, doch ganz gerechtfertigt, ja? Tschüss, ausgeschmerzt ist. Was soll ich jetzt da noch lange erklären? Keine Ahnung. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt es gerne in Kommentare einschreiben. Ich versuche das so gut zu beantworten, wie es geht, weil ich einfach glaube, dass Discord nicht so bekannt ist, wie das vielleicht bei mir bekannt ist. Ich benutze das jeden Tag, sogar öfter wie scheiß WhatsApp. Und das Geile ist, dass man da einfach schreiben kann und gleichzeitig auch miteinander schmatzen kann. Ja? Tja, was soll jetzt da so noch groß dazu sagen, außer ladet euch einmal Discord runter am PC oder am Handy, scheißegal, registriert euch, schaut am Server vorbei, dann können wir uns ein bisschen unterhalten oder vielleicht sogar miteinander schmatzen. Wenn sie das alles einigermaßen unter Kontrolle hält, haben wir so unser eigenen kleinen Community-Kern und ja, dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal aus und schauen, was passiert. Bis dahin, haut euch rein, habt eine gute Zeit, habe die